Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitz und zu einem weiteren Schweizer Woche Spezial Kitschwitz Special. Heute gibt es wirklich mal etwas für die Anfänger, die ersten Köche. Also wirklich, die wirklich alles selber machen und einfach sehr ambitioniert sind, könnt ihr nicht wegschauen. Das ist jetzt wirklich ein Beilagenrezept für wirklich Anfänger. Und der 1. August ist ja dieses Jahr am Samstag. Es wird geiles, schönes Wetter und der Grill wird brennen und jetzt braucht es noch gute Beilage. Und ich finde Teigwarensalat etwas vom Geilsten, was es gibt. Und darum zeige ich euch, wie man heute so wirklich einen schnellen Teigwarensalat macht, wo jeder Depp kann oder einfach die gestresst sind und die ganze Sippe kommt. Dann macht man den Teigwarensalat, kann man vorbereiten. Herrlich! Also, für Teigwarensalat braucht man natürlich Teigwaren. Gekochte. Ich habe jetzt hier so für einen Swiss-Style so Enzian-Pasta gekauft. Die bekommt ihr im Denner zum Beispiel. Oder auch bei Käse oder beim Metzger haben sie diese Teigwaren. Das sieht man immer wieder. Und dann braucht es natürlich ein Portfolio an geilen Zutaten. Also, wir haben hier mal Tomaten, habe ich immer sehr, sehr gerne. Hat eigentlich auch die meisten gerne. Dann, für die weiße Farbe reinzubringen, habe ich so ein bisschen Mozzarella-Kügelchen. Und dann müsst ihr halt schauen, dass die Teigwaren einfach kalt sind, sonst schmelzt sich das Zeug. Also die Teigwaren müssen kalt sein. Dann, für ein bisschen Schmackes drin zu tun, habe ich Essiggürkchen. Ich tue aber nicht ganz so viel rein, also das ist relativ ordentlich. Und dann habe ich einfach Speck und Zwiebeln angebraten. Und die nicht mit Speck, die können es einfach sein. Aber wir haben gerne Speck und darum tun wir das drin. So. Und jetzt kommt es eigentlich schon zur Sauce. Auf kitschwitz.ch findet ihr Grossis Salatsauce. Wir stellen uns jetzt einfach vor, das ist Grossis Salatsauce. Und ich werde hier noch so ein bisschen die Farbe Rot aufnehmen. Und darum habe ich hier ein nicht selber gemachtes Pesto Rosso, das ich jetzt mit dieser selber gemachten Grossis Salatsauce vermische. Und das gibt dann einen mega, mega geilen, so ein bisschen mediterranen Geschmack. Ihr müsst euch mit so Trick arbeiten, dann seid ihr nicht der King im Beilagenhimmel. So. Was ich sehr gerne mache, ist noch ein bisschen Essiggurkenwasser rein tun. Keine Ahnung warum, aber es gibt so eine geile Säure. So, gut verrühren. Und dann kommt das hier in unseren geilen Salat rein. Oh, das war ordentlich. Aber das Ding saugt sich noch voll und ich es vorbereiten und dann ist es furztrocken. Und so kann man das verhindern. Schön umrühren. Oh, das schmeckt einfach schon jetzt geil! Voilà! Irgendein Abdecken, zum Beispiel mit Bienenwachstüchern. Abdecken, kann man in den Kühlschrank stellen, vorbereitet, fertig, tschüss. Irgendwelche geile Steaks, Tafelplätzchen, weiss der Teufel was auf den Grill tun. Zack, geil gekocht. Und es ist mal etwas Spezielles, das Pesto Rosso. Macht also etwas aus. Und man kann es so dekorieren, eigentlich die Idee, Schweizer Kreuz aus so Schiblettenkäse zu machen. Ich habe einfach keinen Skill und darum hat es jetzt hier so Geister gegeben. Aber man kann zum Beispiel auch noch so ein Schweizer Kreuz reinstecken und dann sieht es voll geil aus. Ihr werdet es auf dem Foto sehen. Also, soll ich das so probieren, das Zeug? Ich weiss dass es super geil ist und ich mache das mega viel. So. Das ist einfach geil. Ja, einfach das Pesto. Ihr könnt auch grünes Pesto nehmen, das passt halt nicht so in die Schweizer Woche. Aber probiert das mal. Salatsauce und Pesto. Geil. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sorry, ein bisschen quick and dirty, aber ich muss allen Zuschauern gerecht werden. Und einen guten. Es ist wirklich geil. Also, und bis gleich. Tschüss zusammen!